Rukhl Schaechter. Und ich bin Jochnowitz. Seid begrüßt in unser Kochprogramm Essgesinntheit auf Yiddish Farm in Goshen, New York. Wir wollen du, wie ihr seht, wir verpflanzt du als Ding der jiddisch-rendige Farmer. Und alles Ding ist organisch. Alles ist organisch. Die Schilden sind auf Jiddisch. Und wir wollen machen heint ein emisse, heurische, organische Siede. Auch unheimlich mit Bergesalat, dadurch sein. Ich will abkochen die Bergeblätter mit Knoblauch und mit ein bisschen Spinat. Ja, in Knoblauchbrot. Und dort haben wir eine von den Farmern, Yisroel. Was hast du dort in der Hand? Du habe ich frische Knoblauch, was ich angenommen von der schwarzen Erde. Es ist sehr groß, sehr gut. Die schwarze Erde ist sehr passig für Knoblauch. Ja, es ist passig auf Knoblauch und andere Minen Gewächse auch. Mit dem Herbst wollen wir ansetzen noch eine Sachtknoblauch in der schwarzen Erde. Goshen ist in Orange County, New York, und der Gegend ist sehr berühmt für schwarze Erde. Schwarze Erde ist das Beste für Zibelis und Knoblauch. Ist die so prassen da Berges Ja, für den Salat? Die schöne grüne Blätter. Nein. Und das ist Spinat. Und Sie geben euch ein bisschen Spinat zu den Berges. Jetzt rasse ich auf dem Krieg, muss wir gehen jetzt für den Bergesalat. Ihr könnt auch prassen mit dem Stamm oder ohne den Stamm, wie ihr wollt. Das ist die Knoblauch. Es ist nicht so groß wie die Knoblauch von unten, von der schwarzen Erde, aber es ist sehr Geschmack. Müssen wir fahren jetzt zurück zu dem Haus. Und das helfen Ihnen. Sehr gut. Jetzt sind wir in dem Maasauto von Yiddish Farm, Yisroel. Und der zweite Farmer, dort von hinten, in Maasauto, ist Naftuli Edelmann. Er ist echt der Jiddisch-Lehrer auf Yiddish Farm. Und dort ist Eve. Hi, seid begrüßt auf der Yiddish Farm. Was ist der Jochnowitz Farm? Das ist der Bobbins Farm. Ich wäre sehr emotionell, als ich vorher. Jetzt sind wir in Haus und wir sind in Greit Zitzegreiten in der Machulim. Eve wird uns weisen, wie Räume kann putten werden von den Schrotzen, von den Blättern, was wir wollen nutzen, die Spinatblätter und die Bergeblätter. Man fragt bei uns allemal, nie versteht sich, wollen wir uns nutzen organische Grenzen, aber uns haben mehrere verschrotzemlich. Reiches habe ich schon gehört von zwei Maschkichen, als die nicht-organische Grenzen, das heißt die konventionellen Grenzen, haben nicht weniger schrotzemlich wie organische Grenzen. Da habe ich gegräht, 2 Abgossen und eine große Schüssel mit Kaltwasser. Stelle rein die Grenzen in Wasser, mischt sie gut aus. Ob es hat nicht kein größer Abgossen, kann sein 3 große Tepp mit Wasser oder 3 große Schüsseln mit Wasser. Jetzt nehmt heraus die Grenzen von Wasser, gieße sie nicht ab von einer Kehle in der zweiten und der Schmutz und das Schrotzemlich bleiben in Wasser. Jetzt in der zweiten Kehle misch und mit die Hand rein in die dritte Kehle. Und Lesop heraus von dem letzten Kehle und rein in der Durchschlag. Und jetzt wird Rukhl greifen die Berges. Gedeiht zu machen den Bergesalat darf man haben ungefähr 6 Berges. Wir haben etliche Größe, wir haben sehr kleinschige, aber ungefähr 6. Man schält auf jede von den Berges. Das sind weiße Berges, sie sind anders wie die Leute, weil sie haben einen mehr delikaten Tarn und wenn man kocht sie auf, es sagt Gier. Wir wollen sie nicht bruten in Oven wie mit gewöhnlich, was das Pusche Zieh heißt, das ist ein Simmertug. Wir wollen sie zerschneiden, sie machen Reiflach und dann wollen wir sie abpaaren mit einer Paarekehle. Jetzt gehen wir machen zerschneiden Reiflach von den weißen Berges. Was dienen
Geschnitten ist als Giecher abgekocht. Beschaas händig zu schneiden auf Reiftlach de Berges, wird Eve zu schneiden de rote Zwiebeln. Und die Krippe. Ein kleines Zwiebel oder eine Hälfte von einer großen Zwiebel. Jetzt bringen wir die weiße Berges zum Oven. Und wir wollen sie abpaaren nach Paarenkehlen. Ob ihr wollt, könnt ihr sie kochen in Wasser. Aber ich habe besser lieb mit der Paarenkehlen. Beschaas wir warten, als die Burger soll sein gerät, weil wir machen sehr geringen Knoblauchbrot. Man nimmt eine Hälfte von einem Knoblauch, man raubt es auf beide Seiten. Und die wichtigste Sache, rauben auf die Skorinke. Und danach, wenn ihr wollt es essen, könnt ihr es antinken in Bäume oder ihr könnt es beschmieren mit Pitte. Man hat es dann beschmiert mit Schmalz in die alte Zeit. Ja, ja. Die Berge sind schon weich. Und jetzt können wir sie herausnehmen. Und wir gehen das bringen in eine Schüssel. Dort hat ihr die gekochte Berges. Zwiebeln mit Kriep. Wie ihr gedenkt, die Kriep haben wir gerissen vom Feld. Ein Viertelteppel Bäume. Nehmen wir erst noch das Tina so. Ja. Zwei Löffel Essig. Ich nehmen ein bisschen mehr. Und man mischt es aus. Und dann noch ein halben Löffel Salz. Das ist kuschere Salz. Und ein halben Löffel schwarze Pfeffer. Da habe ich schon gewaschen, schon schrotzenlose Burrigblätter mit ein bisschen Spinat. Titze es rein in Paarenkehli, kocht sie ab 2-3 Minuten, nicht mehr, weil man wird sie weiter kochen, man wird sie weiter prägeln mit Knoblauch. Warft nicht heraus die Stammen, sie sind sehr geschmack, zerschneidet sie auf kleine Stücke und kocht sie ab zusammen mit den Blättern. Derweil zerschneide ich die Knoblauch, da habe ich 10 Zähnler Knoblauch. Es kann sein 2 Eubetsbild, ich habe sehr lieb Knoblauch. Und im Sommer, wie jetzt hat schon gesagt, sehr Saftgrenzen. Einmal kann man zerhacken die Knoblauch, aber das Mal will ich es schneiden auf die rechtlich, soll sein ein bisschen süßer. Warmt dann eine Patelnie oder ein Wok auf einem hohen Feuer. Wenn es ist gut warm, gibt sie Maslinebäume. Ein Viertelteppel. Ich mache ein bisschen niedriger den Flamm und gibt sie die zerschnittene Knoblauch. Derweil, als die Knoblauch kocht sich ein bisschen, da nimmt die schön abgekochte Grinsen und sie schneidet sie auf kleine Stücke. Bligus mit diesen die schönsten Burgblätter, was ich habe einmal gesehen im Leben. Oh, so grün, tinkelgrün. Fett und frisch. Oh. Jetzt tut rein die Grinsen in Bäume mit den Knoblauch. Prägelst und mischt und prägelst und mischt. 2-3 Minuten. Ich mache noch einmal hoch den Flamm.
Und wenn es ist kemat fertig und geht heiß, werde ich zugeben einen Löffel Essig und ein bisschen Salz. Ein halben Löffel Salz. Nu, hat ihr eine päurische Mahlzeit, wie sie Pasta-Verfahren, weiße Berges mit Krieb, die Bergeblätter mit Spinatblätter in Knoblauch, harte Eier für Protein in Knoblauchbräut zu bassen. Alles frisch geschnitten vom Feld. Ich hoffe, ihr habt eine nur gehabt, wenn ihr unser Kochprogramm habt auf der Yiddish Farm. Esst Gesundheit!